Hallo liebe Über 11 TV-Zuschauer, jetzt zeigen wir euch mal, wie so ein Tag bei uns abläuft. Kurz bevor wir zum Auftritt fahren, wir treffen uns hier alle bei uns im Proberaum, besser gesagt im Studio. Und direkt hinter dem Kameramann steht unser schöner Bus, in den wir nachher steigen werden und nach Zülpich fahren werden, um dort ein Konzert zu spielen. Kommt mal rein. Hier ist unser Studio und hier nehmen wir unsere ganzen Platten auf und proben hin und wieder, wenn wir mal nicht richtig durchblicken. Das machen wir natürlich heute nicht mehr. Heute müssen wir schon alles können. Schön aufgeräumt. Wir haben eine Putzfrau seit neuestem, wie man sieht. Komm mal mit. Hier ist unser Aufnahmeraum. Hier sitzt der Harry an seinem Pult. Unser Gitarrist ist auch zur gleichen Zeit unser Produzent. Der nimmt hier die ganzen Sachen auf. Wir haben hier an dem Pult und an einem großen Computer, wo im Moment kein Signal kommt. Weiß der Teufel warum, ist glaube ich alles aus. Ist ja auch Pause im Moment. Die dürfen hier schlafen. Da hat der Christian sein Büro und da sitzt er an seinem Schreibtisch und macht unsere ganzen Verträge und unser ganzes Zeug. Das ist Christians Arbeitsplatz, außer dem Schlagzeug natürlich. Ja, und hier sind wir in unserer wunderschönen Küche. Eigentlich der wichtigste Platz hier in diesem Raum. Hier entstehen total viele Songs. An diesem Küchentisch sitzen wir oft gemeinsam. Der Kai dann meistens am Klavier oder an der Mundharmonika. Also jetzt an der Kaffeemaschine. Kann ich jetzt einen Kaffee machen? Nee, lass mal. Du musst so reden, sonst hört man dich nicht wegen dem Mikrofon. Da Ach so, das ist Mikrofon. Ja, Ja, genau. ich mache jetzt gerade Kaffee. Ich sitze nicht am Klavier. Ja. Aber ich warte jetzt einen Moment, sonst ist es laut. Genau, der Kai, der macht einen Kaffee. Die ist fast neu. Wir haben uns mal echt mal zugelegt, weil wir hatten immer so eine Senseo, die wurde immer lauter. Das Ding wurde immer lauter und wir gesagt, jetzt kaufen wir eine richtige Kaffeemaschine. Und die schmeckt auch lecker. Das sind frisch gemahlene Bohnen irgendwie. Genau. Und da wir viel Kaffee trinken, lohnt sich das ja alles. Ne? Und hier sitzen wir dann noch, lesen noch ein bisschen Zeitung und warten darauf, dass alle beieinander kommen. Und dann steigen wir in unseren Bus und dann geht auch schon los. Das ist hier der Arbeitsplatz unserer Crew. Da kommt mal rein. Dann mache ich euch auch mal Licht. Wie ihr seht, oder wie der Kameramann jetzt fühlen kann, alles beheizt vom Feinsten. Wir proben hier hin und wieder auch schon mal. Zum Beispiel, wenn der Karneval anfängt, wenn wir uns auf den Karnevalauftritt vorbereiten, dann haben wir hier extra, wie ihr seht, so eine kleine abgeklebte Bühne, weil die ja meistens nicht größer sind, um zu gucken, ob wir alles drauf kriegen, ob das alles funktioniert. Bei uns ist es natürlich wie in jeder anderen guten Familie. Wir haben immer Leute, die so ein bisschen ordentlicher sind und welche, die ein bisschen schlampiger sind. Aber wir machen das jetzt irgendwie 22 Jahre, kommen ins 23. Jahr. Du kennst die Kollegen, also du weißt, wo du nochmal in die Garderobe gucken musst, ob da nicht irgendwie ein Schlüssel liegen geblieben ist oder eine Tasche und so. Das macht keiner extra. Ich denke mal auch, das hat viel damit zu tun, wie die Mama dich erzogen hat. Der eine ist ordentlicher, der andere ist ein bisschen schlampiger. Wichtig ist, dass sie gut spielen auf der Bühne. Ob die gewaschen oder ungewaschen sind, ist mir egal. Es gibt ja noch kein Geruchsfernsehen. Wenn ihr das hier anguckt, da steht noch BASF drauf. Das sind richtige Tonbänder. So richtig fette Tonbänder. Das teuerste bei uns war bei den Produktionen mehr oder weniger das Tonbandmaterial. Das gibt es heute alles gar nicht mehr. Die drei wichtigen Vitamine, B, A, S und F. Oder besser gesagt die 4. Das ist unser Lager, da steht normalerweise noch mein Mofa drin. Hier sind unsere ganzen Kostüme drin. Die Firma Deiters wird hier bestimmt das eine oder andere gute Stück wiedererkennen aus ihrer Kollektion. Disco Fieber oder was auch immer. Ja, hier sollte echt mal einer aufräumen, das sieht aus. Guck mal, hier sind sogar noch leuchtende Hüte. Der leuchtende Zylinder. Oh, aus einer alten Weihnachtsshow. Harris-Zylinder. Ja. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier seht ihr eigentlich unsere Heiligenhallen, unser Bandbus. Im Karneval leben wir ja mehr oder weniger in diesem Bus. Wir haben ja keine Garderoben und so, da spielt sich ja alles in diesem Bus ab. Hier kann man sogar zur Not drin schlafen, wie man sieht. Man kann hier das Bett ausfahren. Dann liegt man dann hier so, oder kannst dich auch so legen. Eine Stunde pennen oder was, wenn du mal was Zeit zwischen den Auftritten hast. Kleine Bärchen hier, da steht drauf, Happy Birthday zum Geburtstag. Hat mir die Steffi geschenkt, ein Fan von uns. Der sitzt dann hier und passt auf. Du musst immer sauber machen.
Weil die Milch, die wird ja sauer. Wir haben eine Spülmaschine, aber klar, jeder muss mal ausräumen. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass jeder immer der gleiche ausräumt. Der Christian hat auch schon mal klar, ich bin der Einzige, der die Spülmaschine ein- und ausräumt. Das stimmt nicht. Letztes Mal habe ich sie mit ausgeräumt. Der Peter staubsaugt ganz gerne. Manchmal komme ich hier rein, ist der Peter dann am Staubsaugen. Wir grüßen die Hörer von Ilvo 11 TV und fahren jetzt auf den Auftritt. Madet Jod, eure Brings. Tschüss. Die Hörer. Die Hörer und die Seher, genau. Makes sense for yes, sir.